Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Unter dem Meer. Feuermähne und Queck der Elfenkobold befinden sich an Bord des Walmobilums. Das Walmobilum ist eine Erfindung des genialen vakanischen Erfinders Magister Mobilus, dessen Gäste unsere beiden Abenteurer sind. Das Walmobilum sieht auf den ersten Blick aus wie ein riesiger Pottwal. Mobilus glaubt, was er auch schon im letzten Abenteuer beweisen konnte, dass er mit Hilfe dieser Walattrappe sich unauffällig den immer noch scheuen Walen nähern und so ungestört ihre Lebensgewohnheiten studieren kann. Anhand des Walsprache-Übersetzungs- und Aufzeichnungsgerätes, ebenfalls eine Erfindung aus dem Hause Mobilus, haben unsere wagemutigen Forscher bereits entdecken können, dass es sich bei den Walen keineswegs um normale, vielleicht etwas zu groß geratene Fische handelt, sondern um hochintelligente Lebewesen, die sich, nachdem sie das Landleben in früherer Zeit ausgiebig genossen hatten, diesen Strapazen müde wieder zurück ins Meer begeben haben, um dort ein geruhsames und ungestörtes Leben zu führen. Bei ihrem letzten Abenteuer stießen unsere Freunde auf den Walfänger Kapitän Arad, den sie zu guter Letzt davon überzeugen konnten, den Walfang aufzugeben und einen Berufswechsel vorzunehmen. Anstelle des Walfangs transportiert der Kapitän seit neuestem Eisberge aus dem vakanischen Polarmeer in die südlichen Regionen Vakaniens. Dort in den heißen Gegenden Vakaniens sollen die Menschen in der Zukunft in der Lage sein, ihre Lebensmittel und Getränke mit dem bislang für sie unbekannten Eis zu kühlen. Da Magister Mobilus den Weg zu den Eisbergen gut kennt, fährt er dem ehemaligen Walfangschiff voraus. Mobilus plant, nachdem er Kapitän Arad zu den Eisbergen geführt hat, weiter ins bislang unerforschte Nordmeer vorzustoßen. An Bord des Walmobilums befindet sich auch jenes zwielichtige Wesen, das sich Hyänenspion nennt. Ein Mensch mit dem Kopf einer Hyäne, der ihm einst von dem schwarzen Zauberer Xavros angehext wurde. Sein Aussehen stört ihn wenig und er geht weiter seinen dunklen Machenschaften nach. Er verrät jeden für eine Handvoll Goldstücke. Und so weiß man nie, ob er gerade auf der guten oder schlechten Seite steht. Gold übt auf den Hyänenspion eine magische Anziehungskraft aus. Und so nimmt es einen nicht sonderlich Wunder, wenn der Grund, warum er gerade so nachdrücklich seine Reisebegleiter zu einer Kursänderung überreden will, ebenfalls etwas mit jenem edlen Metall zu tun hat, das er über alles in der Welt liebt. So war es ganz gewiss nicht Seemannsgarn, was dieser Leichtmatrose spann. So einfach schlicht war sein Gemüt, dass ich nicht glauben kann, dass er sich einfach nur ersonnen, dass hoch in jenen nordischen Gewässern diese geheimnisvolle goldene Stadt tief unterm Meeresspiegel ruht, deren güldner Glanz zur Oberfläche dringt, als wäre sie der Sonne Glut. Ich weiß nicht, Hyänenspion. Solche Geschichten kann man schließlich in allen Tavernen Vakaniens hören. Hat er dir wenigstens sagen können, wo diese Stadt sich genau befindet? 3 Tage, volle Segel nach Nordost. Er wusste es nur ungefähr. Ich denke, mit diesem Walgefährt fällt uns die Suche nicht sehr schwer. Ach ja, ich habe auch schon davon gehört. Der Sache allerdings keine große Bedeutung beigemessen. Einige der Seeleute hatten damals berichtet, tief unten im Meer ein Leuchten wahrgenommen zu haben. Einige sprechen von einem goldenen Schein, andere sogar von einer goldenen Kugel. Ich glaube, ihr hört besser damit auf, Magister Mobilus. Von diesen Erzählungen bekommt der Hyänenspion ja schon ganz nervöse Zuckungen. Gold ist ein ganz besonderes Metall. Gold hin, Gold her. Wir haben jedenfalls immer wieder auf unseren Reisen feststellen können, dass an Legenden und Sagen, und selbst wenn sie auch nach dem übelsten Seemannsgarn klang, immer ein Fünkchen Wahrheit ist. Was meint ihr, Magister? Vielleicht ist es ganz interessant, dieser Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Ich habe Kapitän Arad versprochen, mit ihm zusammen zu den Eisbergen zu fahren, um ihm die schönsten Exemplare zu zeigen. Zufälligerweise liegen die Eisberge genau auf diesem Kurs. Wir könnten also 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. An Zufall wage ich nicht zu glauben. Es war kurz, nachdem er den neuen Kurs vernahm, als jener Matrose zu sprechen begann. Es war wohl die schiere Angst, die ihm im Nacken saß, und er somit alle Vorsicht vergaß. Na,
gibt's aber doch noch einiges zu bedenken. Denn eigentlich wollten wir unsere Fahrt ohne diesen hyänenköpfigen Betrüger fortsetzen und ihn bei nächster Gelegenheit an Land bringen. Oh, meine Freunde, ich hab's nicht so eilig. Bleibt gerne noch an Bord. Bedenkt, dass ich euch die Geschichte hab erzählt, getreulich, Wort für Wort. Er hat schon recht, Queck. Schließlich hat er uns die Geschichte erzählt. Das gibt ihm schon das Recht, mitfahren zu dürfen. Naja, der Hyänenspion hat bei unserem letzten Abenteuer eine ganze Menge federn lassen müssen. Vielleicht kann er sich bei diesen Unternehmern ein wenig dafür entschädigen. Ich habe jedenfalls nichts dagegen, wer da mitkommt. Mir kommen ja gleich die Tränen vor Mitleid. Aber bitteschön, so langsam gewöhnt selbst ich mich an die Anwesenheit dieses Erzhalunken. So nehmen das ehemalige Walfangschiff von Kapitän Arad und das Walmobilum Kurs Nordost Richtung Polarmeer. Bei gutem Wind und vollen Segeln dauert es kaum mehr als 3 Tage, da hört man den Ruf vom Mastkorb. Ach, bei der Erfahrung, die Arad im Walfang hat, ist es ihm bestimmt ein leichtes, den Eisberg in Schlepptau zu nehmen. Na denn, fröhliche Eiszeit. Schaut mal dorthin. Ist das nicht merkwürdig? Alle drängen sich an das Bullauge des Walmobilums, das von außen gesehen eines der Augen des künstlichen Walfisches ist. Oh, seltsam, es bildet sich ein Strudel um Arads Schiff. So etwas kommt doch nicht von ungefähr. Die Mannschaft hat auch schon bemerkt, dass da was im Gange ist. Die laufen wie die aufgescheuchten Hühner, völlig panisch an Bord auf und ab. Das Schiff fängt an, sich im Kreis zu drehen. Es sieht aus, als könnten sie sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Strudel befreien. Schnell, Junge, gib mir die Sprechmuschel. Und jetzt das Sprachverstärkerrohr ausfahren. Kapitän Arad, schnell, besetzt die Harpune und schießt ein Seil zu uns herüber in den Schwanz des Walmobilums. Ich denke, da kann man am wenigsten Schaden anrichten. Vielleicht gelingt es uns, ihr Schiff aus dem Strudel zu ziehen. Kapitän Arad ist ein Mann der Tat. Blitzschnell ist die Harpune in Stellung gebracht. Man braucht nur noch abzuwarten, bis das Schiff in einer günstigen Position zum Wal-U-Boot steht. Treffsicher findet die Harpune und mit ihr das armdicke Fangseil seinen Weg in den Schwanz des Walmobilums. Dem Treffer folgt ein brüllendes Hurra von der Mannschaft des in Bedrängnis geratenen Schiffes. Der Magister zögert keine Sekunde, als er den Volltreffer bemerkt hat. Volle Kraft voraus! Das Seil spannt sich. Hoffentlich hält es die Belastung aus. Jetzt wird's aber auch höchste Zeit. Ich kann das Schiff fast nicht mehr sehen. Jetzt ist es schon beinahe im Strudel verschwunden. In der Zwischenzeit hat sich aus dem anfänglich noch überschaubaren Strudel ein gewaltiger Mahlstrom entwickelt, an dessen Innenwand das Schiff von Kapitän Arad mit ungeheurer Geschwindigkeit kreist. Der Magister muss alle ihm zur Verfügung stehenden Kraftreserven aufbieten, um das schon fast verlorene Schiff über den Rand des Mahlstroms in ruhigere Gewässer zu ziehen. Oh, seht nur, es gelingt. Für solch eine Art von Kraftakt war mein Mobilum eigentlich nicht gebaut. Ich bin ja selbst erstaunt, dass es dieser Belastung standgehalten hat. Ja, wie ich immer sage, was nützt nur die Idee allein? Erdachtes will erfunden sein. Magister Mobilus, Kapitän Arad ist in ein Beiboot gestiegen und kommt mit ein paar Männern zu uns herübergerudert. Ich öffne die Einstiegsluke. Würdest du bitte die Strickleiter über den Walrücken herunterlassen, sodass die Leute an Bord kommen können? Ei, Magister, bin schon dabei. Kommst du mit, Queck? Na klar doch. Nach der Aufregung kann ich frische Luft gut gebrauchen. Feuermene und Queck sind dem Kapitän und den Matrosen, die in seiner Begleitung sind, behilflich an Bord zu kommen. Groß ist das Hallo und man beglückwünscht sich gegenseitig, ob des gezielten Schusses mit der Harpune auf der einen und der gewaltigen Kraft des Walmobilum-Antriebs auf der anderen Seite. Lieber Magister, nochmals danke ich euch für diesen rettenden Einfall mit der Harpune. Ich bin allerdings, nachdem wir dieses Abenteuer heil überstanden haben, im Nachhinein sehr verwundert, was für einen Ursprung dieser Mahlstrom hat. Zudem sich das Meer sofort beruhigt hat, nachdem sie uns aus dem Gefahrenbereich herausgezogen haben. Tja. In der Tat. Ein seltsames Phänomen. Fast, als ob dieser Strudel keinen natürlichen Ursprung hat. Da kann es sich nur um Zauberei handeln. Jetzt habe ich aber wieder was gesagt.
Also, selbst wenn es sich in diesem Fall um Zauberei handeln sollte, so bin ich trotzdem der Meinung, dass wir der Sache auf den Grund gehen sollten. Wenn ich dich vielleicht daran erinnern darf, stehen wir ja auch nicht ganz ohne übernatürliche Mittel da. Oder glaubst du vielleicht, dass deine Zauberbola, die immer wieder auf magische Weise zu dir zurückfindet, und dieser alte Stock, der hier an meinem Gürtel hängt, der kaum ist der Zauberspruch gesprochen, sich in einen Kampfstahl verwandelt und mir ganz nebenbei auch noch die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern gibt, ganz natürliche Dinge sind? Natürlich sind Melods Zauberwaffen etwas ganz Besonderes. Und ich bin dem weißen Mann auch sehr dankbar dafür. Ob uns diese Waffen aber auch vor so einem gewaltigen Malstrom schützen können, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe ja auch nicht vor, kopfüber reinzuspringen. Magister Mobilus, was haltet ihr davon, die Tauchtanks zu füllen und sich die ganze Sache unter der Meeresoberfläche anzusehen? Ja, ganz meine Meinung, Junge. Das ist genau die richtige Arbeit für mein Tauchboot. Ja, nur denke ich, wir sollten nach diesem Erlebnis erst noch abwarten, bis Kapitän Arad den Eisberg in Schlepptau genommen hat. Erst dann sollten wir die Sicherheitsleine lösen. So wollen wir keine Zeit vergeuden, verehrter Mobilus. Frisch ans Werk! Gestattet, dass ich mich mit meiner Mannschaft zurückziehe? Ich habe eure kostbare Zeit schon über Gebühr strapaziert. Nachdem Kapitän Arad unbehelligt seinen Eisberg vertaut hat, wird die Sicherheitsleine zwischen seinem Schiff und dem Walmobilum gekappt. Bald darauf sehen unsere Freunde Schiff und Eisberg hinter dem Horizont verschwinden. Alle Mann auf Tauchstation, flutet die Tauchtanks. Die schweigsame, wunderbare Welt der Tiefsee umfängt unsere Abenteurer. Tiefer und tiefer sinkt das Unterseeboot dem Meeresboden entgegen. Der Zauber und die ernste Ruhe dieser Unterwasserwelt lässt unsere Freunde ehrfurchtsvoll diese fremdartige Landschaft betrachten, die sie durch das Bullauge des Mobilums bewundern können. Freunde, lasst uns dies genießen. Lasst uns genießen, was die Technik und der Erfindergeist uns ermöglichen. Ach, ich gebe zu, dass ich es manchmal übertreibe und mir oftmals nicht klar mache, was für Folgen manche Erfindungen haben können. Aber dieser Anblick, ja, dieser Anblick, rechtfertigt er nicht alle Mühe und Arbeit? Rechtfertigt dies nicht, dass wir all unser Wissen und unsere Konzentrationsfähigkeit auf den Punkt richten, der nach jahrelangem Studium und Ringen um Erkenntnis der mechanischen Prinzipien es möglich macht, dass Menschen, denen es von Natur aus gegeben ist, sich im Element des Wassers fremd zu fühlen, endlich... Komm, Queck, lassen wir ihn allein. Wenn er ins Schwärmen kommt, braucht er eigentlich keine Zuhörer mehr. Ich verstehe kein Wort von all dem, was der da erzählt. Wo ist eigentlich der Hyänenspion, Feuermähne? Der hat in der Schiffsbibliothek ein alchemistisches Buch über die Herstellung von Gold aus Kuhmist entdeckt. Na, dann ist er ja beschäftigt. Noah, sag mal, wo will er denn eigentlich den Kuhmist herkriegen? Klug gedacht. Aber sag mal, Queck, kommt es dir nicht merkwürdig vor, dass, je tiefer wir auch tauchen, es trotzdem immer heller wird? Ja, es kommt durch das Bullauge zu uns herein. Es scheint da draußen gerade die Sonne aufzugehen. Unter diesen Umständen sollten wir den Magister vielleicht doch in seiner Hymne über den Fortschritt, der die Menschheit beglückt, unterbrechen. Und in der Dämmerung einer nicht allzu fernen Zukunft sehe ich den Lichtstrahl des Fortschritts emporsteigen, wie der Phönix aus der Asche. Eine Asche aus Unwissenheit und Aberglaube hin zu einem glücklicheren, menschenwürdigerem Dasein, das unsere kühnsten Träume noch übertreffen. Seid, Magister, wenn ich euch unterbreche. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Licht bereits vor uns liegt. Was? Ach ja. Ja, du, in der Tat. Was kann das nur sein? Vielleicht eine bisher unbekannte Meeresillumination von Kleinstlebewesen? Sie meinen so etwas wie Meeresleuchten? Naja, so mag es wohl der Laie nennen. Aber schau mal genau hin, mein Junge.
Dieser Glanz sieht aus fast wie eine Sonne, die tief unten im Meer aufzugehen scheint. Eine riesige, goldglänzende Kugel. So, rück's doch bitte mal zur Seite. Lass sehen, was ich mit einem Ohr vernahm. Wahrlich betäubt der Glanz fast meine Sinne. Wie sowas nur in diese Tiefe kam. So fahr doch etwas näher ran, verehrter Meister Mobilus. Genauer will ich das besehen, was glänzt in solchem Überfluss. Geh endlich vom Fenster weg, Bursche. Ich will auch was sehen. Feuermähne, hol doch mal den Wischlappen. Vor lauter Goldgier läuft ihm der Saber schon aus der Schnauze. Das war widerlich. Nun übertreib nicht so maßlos, Queck. Aber nichtsdestotrotz solltest du dich etwas zusammennehmen hier, Endspion. Du bist schließlich nicht alleine hier. Ja, ich glaube, wir müssen das Risiko eingehen und uns diesem merkwürdigen Objekt nähern. Aber was ist das? Wir nehmen ja bereits Fahrt auf, ohne dass ich den Antrieb eingeschaltet habe. Wir werden immer schneller. Ich versuche bereits mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft entgegenzusteuern. Aber mir scheint, gegen diese Kräfte sind meine Motoren nicht stark genug. Wir werden wie von einem Magneten direkt in das Zentrum der strahlenden Kugel gezogen. Elvira, Schutzgöttin der Elfenkobolde, steh uns bei. Erst als das Walmobilum immer näher und näher auf das glänzende Etwas zutreibt, das sie mit ungeheurer Kraft anzieht, können unsere Freunde an Bord des manövrierunfähigen U-Boots erkennen, was für einen gewaltigen Umfang dieser Körper haben muss. Das Walmobilum wirkt im Verhältnis zu der goldglänzenden Kugel wie eine Fliege, die um einen Fußball kreist. Es wird immer heller, je näher wir kommen. Lasst uns das Fenster schließen. Wir verderben uns die Augen. Besser die Augen verderben, als blind in so eine Eil tappen. Oh, dieser Glanz, ich bin entzückt. Von Wonne bin ich ganz entrückt. Und wenn dies auch das Letzte ist, was meine Augen sehen auf Erden, so wünsche ich mir doch inniglich, es sollte niemals weniger werden. Der Aufprall, den unsere Freunde befürchten, tritt jedoch nicht ein. In dem Moment, in dem eigentlich die Kollision mit dem goldglänzenden Körper erfolgen müsste, wird ein Teil dessen äußere Haut transparent und nimmt das Walmobilum lautlos in sich auf. Danach verschließt sich die Oberfläche wieder, wird fest und ist von der übrigen goldenen Außenhaut nicht mehr zu unterscheiden. Das Mobilum bewegt sich nicht mehr. Wir stehen still. Schaut mal aus dem Fenster. Ich glaube, wir können nach draußen gehen. Das Walmobilum ist in einer Art Luftschleuse zum Stillstand gekommen. Und nachdem das Meerwasser geräuschlos abgepumpt ist, sehen sich unsere Freunde und ihr Unterwasserfahrzeug in einem hell erleuchteten Raum. Dabei können sie feststellen, dass sie nicht die Ersten sind, die ihr Fahrzeug an diesem seltsamen Ort geparkt haben. Neben dem Walmobilum befinden sich noch mehrere Segelschiffe in der Schleuse. Und selbst einer der riesigen vakanischen Handelssegler kann diesen überdimensionalen Hangar nicht ausfüllen. Queck zählt schnell ab und kommt auf. Das sind ja mindestens, wenn nicht noch mehr. Das ist ja unglaublich. Da bin ich echt sprachlos. Ein Schiffsparkhaus. Oh, ein Bauwerk von überwältigenden Ausmaßen. Welch geniales Gehirn hat das erdacht? Willkommen in der Stadt der Träume. Willkommen in der Stadt, die ihr Unglücklichen voller Sehnsucht nach Friede und Glück aufgesucht habt. Ich bin es, Sun, Zentrum des Glücks und der Zufriedenheit. Ich bin es, die euch, was ihr auch begehrt, erfüllt. Begebt euch unverzüglich in die Räume der Träume. Es ist schon alles für euch vorbereitet. Folgt dem hellvioletten Stern. Er zeigt euch den Weg zur endlosen Glückseligkeit.
Das hätte ja schlimmer kommen können. Ich hoffe, unser Gastgeber hat den Mund nicht allzu voll genommen. Ich glaube, diese Stimme, oder was sich dahinter verbirgt, weiß sehr genau, was sie spricht. Glückseligkeit. Das wäre im Moment für mich eine warme Mahlzeit. Haltet ein, ihr Freunde, und bedenkt, wer mir hier Vertrauen schenkt. Und falls es uns hier nicht gefällt, an diesem ach so wunderbaren Ort, so frage ich mich und auch euch, wie kommen wir hier wieder fort? Wer wird denn schon an Abschied denken und hat noch nicht von den Räumen der Träume gekostet? Zögert nicht, folgt dem hellvioletten Stern und eure kühlsten Träume werden wahr. Was sollen wir anderes tun? Wie ich sehe, führt nur eine Tür aus diesem Hangar heraus. Und genau vor dieser Tür schwebt wahrhaftig eine strahlend hellviolette Kugel. Zauberei, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Immer mit der Ruhe, Queck. Im Moment erschreckt uns nur das Unbekannte. Es läuft doch alles ganz gut. Na, wenigstens im Moment noch. Unsere Freunde gehen auf den strahlenden Stern zu, der, als sie näher kommen, durch die Tür hindurch verschwindet. In dem dunklen Gang ist er Wegweiser und Laterne zugleich. Die leichte Krümmung des Ganges wird ab und zu von vereinzelten Türen unterbrochen, hinter denen sich merkwürdige Dinge abzuspielen scheinen. Was sind denn das für merkwürdige Geräusche hinter diesen Türen? Das ist ja unheimlich. Vielleicht sollten wir da mal reinschauen. Na, also, ich weiß nicht so recht. Manchmal muss man ein Risiko eingehen, um sein Wissen zu bereichern. Also frisch gewagt. Schau an. Der Sommer ist ausgebrochen. Eine Blumenwiese, ein Bach und dort hinten äst ein Reh. Da liegt einer im Gras. Ich glaube, der schläft. Hallo, Sie da? Können Sie uns vielleicht sagen, was das hier zu bedeuten hat? Was soll das denn? Unverschämtheit, als ob nicht für jeden ein Raum hier wäre. Schauen Sie doch nebenan nach. Vielleicht ist da etwas für Sie frei. In ganzen Scharen fallen Sie hier ein. Tür zu, bitte! Ja, ist ja schon gut. Entschuldigen Sie, wenn wir Sie in Ihrer Ruhe gestört haben sollten. Haben Sie. Unverschämtheit. Na, sowas. Das soll mal einer verstehen. Ich probier's mal hier. Ein Löwe. Schnell, mach zu! Was ist denn das für ein Ungeheuer? Das geht einem ja durch alle Glieder. Ja, ich versuche es hier einmal. Oh, das war knapp. Ganz schön was los hier in dem Hotel. Lasst euch nicht durch Nebensächlichkeiten aufhalten. Folgt dem Licht und fühlt euch wohl. Einen Versuch will ich noch wagen. Ich könnte ein wenig Glück vertragen. Wer weiß, wie es diesmal kommen mag, wenn ich die Tür zu öffnen wag. Sei vorsichtig, Hyänenspion. Kaum, dass der Hyänenspion die Tür geöffnet hat, ist er auch schon verschwunden. An seiner Stelle tritt rasch ein junges Mädchen hervor, das geschwind hinter sich die Tür schließt. Dem Himmel sei Dank. Wie lange habe ich darauf warten müssen, dass endlich mal jemand meinen Raum übernimmt? Wo kommt ihr denn her? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Wir sind eben gerade angekommen und blicken überhaupt nicht durch, was hier gespielt wird. Das wüsste ich auch gern. Mein Name ist Zelter und ich bin schon seit einigen Monaten hier. Ich habe als Schiffsmädchen an Bord der Korsar angeheuert. Unser Schiff, die ganze Mannschaft und ich wurden vom großen Malstrom erfasst, der uns in diese seltsame Unterwasserstadt verschleppte. Als wir mehr oder weniger glücklich hier unten angekommen waren, wies uns eine leuchtende Kugel den Weg zu diesen Türen. Ist man erst einmal in einem solchen Raum, der hinter diesen Türen liegt, ist es sehr schwer, alleine wieder den Weg herauszufinden. Denn alles, was man sich wünscht, wird in diesen Räumen zur Wirklichkeit. Da ist es schon gut, wenn einer von draußen die Tür aufmacht und man sich daran erinnert, dass es so ein Draußen überhaupt noch gibt. Ich hatte schon fast vergessen, dass ich in Wirklichkeit eine Gefangene bin. Aber sagt, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Nachdem sich unsere Freunde dem Mädchen vorgestellt haben,
macht man sich Gedanken, wie es denn nun weitergehen soll. Geht auf keinen Fall allein in einen dieser Räume. Man verliert sich sehr rasch darin. Und wenn keiner da ist, der einen daran erinnert, dass es auch noch eine Wirklichkeit gibt, findet man nicht mehr heraus. Die Räume sorgen in jeder Beziehung für ihre Bewohner. Hat man Hunger, wünscht man sich was zu essen. Ist man müde, steht einem das weicheste Bett zur Verfügung. Will man reisen? Flutsch, schon ist man da. Da war wohl vorhin gerade einer auf Löwenjagd. Und einen Lokomotivführer hatten wir auch schon. Was ist das, mein Junge? Das sind Zukunftsträume. So eine Art Dampfmaschine mit Rädern unten dran. Oh, eine interessante Antriebsart. Ja, das muss ich mir gleich notieren. Oh, sehr, sehr bemerkenswert. Jawohl, bemerkenswert. Ich bin in tiefster Sorge um euer Glück. Was hindert euch daran, die Räume der Träume zu betreten? Wer oder was bist du, Sun? Ein Diener der Glückseligkeit. Was mir einst in der Stunde meines größten Glückes gewährt wurde, stelle ich nun all denen zur Verfügung, die zu mir kommen. Wer hat dir dies einmal gewährt? Darüber ist mir nicht erlaubt zu sprechen. Wer zu mir will, muss erst die höchsten Stufen des Glückes erklommen haben. Nur die wunschlos Glücklichen finden den Weg zu mir. Doch wen interessiert es schon, woher ich komme und wer ich bin? Ich bin da, um Glückseligkeit zu spenden. So zögere nicht länger und begib dich auf den Weg zum wunschlosen Glück. Also so kommen wir hier nicht weiter. Was meint ihr? Sollen wir auf eigene Faust weitergehen und dieses violette Blinklicht, das so treu und brav auf uns wartet, einfach übergehen? Wer weiß, was es alles mit uns anstellen kann. Bisher war es doch recht harmlos. Ich werde jedenfalls nicht ruhen, bis ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Diese bemerkenswerten technischen Errungenschaften verdienen meine ganze Aufmerksamkeit. Los, wir werden diese Meeresstadt genauestens inspizieren. Endlich mal was los hier. Die anderen hier unten hocken immer nur den ganzen Tag in ihren Traumräumen rum. Ja, und was wird aus unserem hyänenköpfigen Begleiter? Ich bin froh, wenn ich den Halunken nicht um mich herum hab. Lasst uns doch mal einen Blick in den Raum werfen, in dem er gerade ist. Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen. Ich fass es nicht. Der Raum ist ja aus purem Gold. Das ist Zauberei. Und mittendrin ein glücklicher Hyänenspion, der seine Goldstücke zählt. Ihr seht, was euch diese Räume zu bieten haben. Sucht euch einen eigenen Raum und schafft euch selbst ein eigenes Reich des Glücks. Na, freiwillig kommt der Dandy wieder raus. Das befürchte ich auch. Wenn wir diesen Gang immer weitergehen, kommen wir wieder an unseren Ausgangspunkt zurück. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das führt zu gar nichts. Wir müssen einen Weg finden, aus diesem Gang und diesem Türenlabyrinth zu entkommen. Es muss doch hinter all dem etwas stecken. Ein mächtig kluger Kopf, vor dem ich jetzt schon allen Respekt habe. So viele Türen. Und alle führen sie in die Träume. Für uns sind sie schon fast wie Albträume. Was macht man, wenn einer einen Albtraum hat? Tja nun, ich würde ihn kräftig wachrütteln. Genau. Um hier auch nur das Geringste ausrichten zu können, müssen wir hellwach sein. Wir müssen aufpassen, dass unsere Wünsche nicht zu stark werden. Bei unseren Wünschen, genau da können sie uns kriegen. Wir wünschen uns einfach keine Wünsche mehr zu haben. Richtig, Zelter. Denn Sun sagte doch, nur die wunschlos Glücklichen finden den Weg zu mir. Noch besser. Wir wünschen uns, dass der andere keine Wünsche hat. Prima, Queck. Wenn irgendetwas das Ding hier durcheinander bringt, dann sowas. Und so bereitet man sich für das gewagte Unternehmen vor. Feuermähne wünscht für Queck, Queck für Zelter, Zelter für den Magister Mobilus und der Magister wünscht wiederum Feuermähne, keine Träume zu haben.
Sie konzentrieren sich gemeinsam und treten durch jene Tür, vor der das hellviolette Licht schwebt, um anzuzeigen, dass dieser Raum noch nicht besetzt ist. Kaum hat sich die Tür hinter unseren Freunden geschlossen, da spüren sie auch schon, dass ihre Gedanken wie von einem Schwamm aufgesaugt werden. Sie spüren ganz deutlich, wie sich der gemeinsamen Kraft ihrer Gedanken etwas anderes, völlig Fremdartiges entgegensetzt. Immer klarer werden diese Gedankenimpulse, während sich dabei in dem bislang dunklen Raum winzig kleine Lichtpunkte entwickeln. Willkommen, ihr wunschlos Glücklichen. Na, so würde ich das nun auch wieder nicht sagen. Es gibt da schon so einige Dinge, die Doch nicht jetzt, Queck. Ihr habt die Prüfung bestanden. Sun ist nur eine Art von Schutzwall für uns. Sun, das sind wir, die Ilus-Chipas. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gom. Ich muss sagen, dass wir sehr erleichtert sind über euer Erscheinen, da wir schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, dass jemals wunschlos Glückliche bei uns erscheinen. Der muss es für jemand anders halten. Warum muss man denn wunschlos glücklich sein, um bei euch reinschauen zu dürfen, Gom? Wir kennen nur zu gut die Habsucht der Menschen. Und ihre Gier erschreckt uns zutiefst. Bisher habt ihr nur meine Stimme hören können. Doch wartet ab. Gleich werdet ihr verstehen. Die unscheinbaren Lichtpunkte, die den Raum bisher nur spärlich beleuchtet hatten, fangen mit einem Mal zu glühen an. Immer heller wird es im Raum. Geblendet von einem alles überstrahlenden Glanz, glauben unsere Abenteurer, ihren Augen nicht mehr trauen zu können. Oh, welch eine Pracht! Selbst die Farben des Regenbogens reichen nicht aus, diese Herrlichkeit zu beschreiben. Das sind riesig große Diamanten. Und die schweben hier einfach so herum? Herrlich. Einfach herrlich. Ja, da können wir froh sein, dass unser hyänenköpfiger Begleiter beschäftigt ist. Sehr richtig. Dies ist auch der Grund, warum wir unsere wahre Gestalt so lange verbergen, bis wir sicher sind, dass die Menschen, die uns gegenübertreten, so weit wie möglich frei von Gier und Habsucht sind. Wir sind nicht von dieser Welt, die ihr Vakanien nennt. Unsere Heimat ist fern von hier im Weltall. Und diese Stadt der Träume ist unser Sternenschiff. Wir sind auf der Suche nach anderen intelligenten Lebensformen auf diesem Planeten gestoßen. Nach jahrhundertelangem Suchen waren wir so überrascht, diese wunderbaren Gesänge zu hören, dass wir nicht bemerkten, dass in diesem Moment, als wir uns über dem Meer befanden, eine Sonnenfinsternis stattfand und so unser Sternenschiff abstürzte. Wunderbare Gesänge? Und was hat denn eine Sonnenfinsternis mit eurem Absturz zu tun? Die Energie, die unser Sternenschiff von Sonnensystem zu Sonnensystem bringt, nehmen wir uns von den jeweiligen Sonnen, an denen wir vorbeifliegen. Wir haben unsere ganze Technik darauf abgestimmt, die Sonnenenergie zu bündeln und die so vielfach verstärkte Energie für den Antrieb unserer Sternenschiffe zu nutzen. Hochinteressant. Sonnenenergie. Ja, daran hatte ich auch schon mal gedacht. Wir haben ein hochempfindliches Gerät an Bord, das auf weiteste Entfernung hin alle Töne registriert, die intelligente Lebensformen von sich geben. Als wir in die Nähe dieses Planeten kamen, hörten wir mit einem Mal diese wunderbaren Klänge. In unserer Freude, endlich, nach all den Jahren auf intelligentes Leben gestoßen zu sein, vergaßen wir alle Vorsichtsmaßregeln. Wie konnten wir auch ahnen, dass ausgerechnet in diesem Moment eine Sonnenfinsternis stattfand? Ohne die Kraft der energiespendenden Sonne stürzten wir mit unserem Sternenschiff ins Meer. Und zwar so tief, dass unser Energiesammler gerade noch so viel Energie bekommt, hier unten alles in Gang zu halten. Ein Auftauchen aus eigener Kraft allerdings unmöglich ist. Fatale Situation. Ja, vielleicht könnte man alle Schiffe der vakanischen Flotte anfordern und dann
Dann gemeinsam? Nachdem wir mit einem Erkundungsfahrzeug diesen Planeten überflogen haben, mussten wir feststellen, dass es für uns nicht so einfach sein würde, mit den Bewohnern dieser Welt in Kontakt zu treten. Unser Äußeres, das, wie ihr sie nennt, Diamanten oder Edelsteinen ähnelt, hätte uns unweigerlich in größte Schwierigkeiten gebracht. Sehr schnell haben wir feststellen müssen, dass Habsucht und Gier die Lebewesen auf diesem Planeten verblendet hat. Deshalb haben wir Sun und die Räume der Träume entwickelt, die uns als Prüfstein dienen sollten. Wer bei solchen Verlockungen Herr über sich selbst bleibt, mit dem, so denken wir, können wir auch gefahrlos in Kontakt treten. Wir haben zwar in unserer Entwicklung große Weisheit erlangt, jedoch ging uns in gleichem Maße die Fähigkeit verloren, uns gegen körperliche Gewalt ausreichend schützen zu können. Das Sternenschiff besitzt mächtige Waffen, doch reicht unsere Energie nicht aus, sie auch anzuwenden. So heiße ich euch denn willkommen im Kreise der wunschlos Glücklichen. Na, wie schon gesagt, es gibt da schon so ein paar Wünsche, die ich noch... Quäk doch nicht jetzt. Also, wenn ich mir das Problem so durch den Kopf gehen lasse, da wüsste ich schon, wie man das auf die Reihe kriegt. Ich fürchte, der Einzige, der euch in diesem Fall helfen kann, ist unser alter Freund Xavros. Feuermähne, was ist denn das für eine Idee? Du meinst den mächtigen schwarzen Zauberer Xavros? Von dem habe ich auch schon viel gehört. Allerdings nicht viel Gutes. Ja, er ist der Einzige in Vakanien, der über genügend Energie verfügt. Bedenke aber, mein Junge, dass wir uns mit der schwärzesten aller schwarzen Magien einlassen, wenn wir ihn zu Hilfe rufen. Wie ich euch schon vor einiger Zeit erzählt habe, ist er in der Lage, sich mit seiner riesigen steinernen Festung, die er Pentatron nennt, vom Boden zu erheben und sich damit mit ungeheurer Geschwindigkeit zu bewegen. Dies ist genau die Art von Energie, die wir brauchen. Außerdem interessiert Xavros kein Reichtum. Ihn interessiert nur die Macht. Ja, du hast recht. Ein Xavros macht keine Umwege. Um mehr Macht zu erlangen, ist ihm jedes Mittel recht. Ja, und genau da haken wir ein. Wir bieten ihm die Sterne. Jetzt bist du völlig übergeschnappt, Feuermähne. Hat Xavros dich mit seinen Größenwahn schon angesteckt? Ich bin froh, ihn weit weg zu wissen. Und du willst ihn hierher holen, um ihm die Sterne anzubieten. Ich weiß schon, was ich sage, Queck. Lass mich erst mal meinen Plan erklären. Nachdem Feuermähne seinen Plan unterbreitet hat, findet er ungeteilte Zustimmung bei Gomm und den anderen anwesenden Besuchern aus dem All. Auch der Magister und Zelta sind von dem Vorschlag begeistert. Nur Queck hat noch so seine Zweifel. Bei Elvira, der Schutzgöttin der Elfenkobolde, wenn das mal gut geht. Um aber Xavros, den Meister der Zeit, wie er sich selbst gern nennt, überhaupt erreichen zu können, will man sich des magischen Bumerangs bedienen, den der Hyänenspion bei sich trägt. Unser hyänenköpfiger Träumer ist jedoch keineswegs leicht davon zu überzeugen, dass er seinen Bumerang uneigennützig zur Verfügung stellen soll. Lasst ab! Was fällt euch ein? Was soll ich hier im kalten Flur? Ich lag doch grad im Diamanten in Bade. Hier sehe ich davon keine Spur. Das ist alles Lug und Trug. Du bildest dir das nur ein. Und selbst wenn es Lug und Trug gewesen, so ist mein Gemüt daran genesen. Du hast lang genug in Gold und Edelstein herumgewühlt. Jeder Spaß hat einmal ein Ende. Du nimmst jetzt deinen Bumerang und folgst uns in die Luftschleuse. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Bis unsere Freunde in der Schleuse ankommen, ist der Hyänenspion in Feuermähnes Plan eingeweiht. Widerstrebend stimmt er zu, jedoch nicht, ohne sich vorher bei Gomm reichen Lohn für seine Mithilfe ausbedungen zu haben. Mein Bumerang tut eine Pflicht. Das, was du siehst, das sehe ich nicht. Eil über Land und Meer zu Xavros. Such ihn und seine Festung Pentatron. Bitt ihn um Beistand und um Hilfe. Und sag, die Sterne sind sein Lohn. O mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Ja. Gut. Nun können wir nur noch abwarten und hoffen, dass Xavros auch wirklich erscheint.
Das dauert bestimmt nicht lange. Der ist von der schnellen Truppe. Unser Köder ist viel zu gut, als dass nicht in nächster Zeit ein fetter Fisch an der Angel zappelt. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich mich fast freuen, wenn er nicht kommen würde. Wie Feuermähne richtig vermutet hat, dauert es nicht lange und die Radarschirme des Sternenschiffes melden ein unbekanntes Flugobjekt, das sich mit rasender Fahrt nähert. Ja, der Meister der Zeit, immer auf Volldampf. Manchmal denke ich mir, dass es mit seiner Macht über die Zeit gar nicht so weit her sein kann, wenn er sich immer so beeilen muss. Also hier, ein Spion, du weißt, was du zu sagen hast. Keine Fehler jetzt. Das könnte uns allen teuer zu stehen kommen. So eilig wie der es mal wieder hat, benutzt er keine Luftschleuse. Im Gegenteil, so wie ich den kenne, lässt er seinen Körper zu Hause und materialisiert seinen Geist direkt hier im Zentrum des Schiffes. Zelda, wir müssen uns an einem sicheren Ort verstecken. In diesem Zustand der Körperlosigkeit spürt uns Xavros anhand unserer Gedankenströme sofort auf. Ich würde sagen, dass wir alle in einen der Räume der Träume gehen und Gom bitten, uns in einen Tiefschlaf zu versetzen. Tolle Idee. Wer schläft, sündigt nicht. Nur den Wecker müssen wir ganz genau stellen, sonst wird's peinlich. Kaum sind die Vorbereitungen abgeschlossen und Zelta, der Magister, Feuermähne und Queck in Tiefschlaf versetzt, da erscheint auch schon der Geist des Meisters der Zeit, lautstark wie immer, in der Zentrale des Sternenschiffes, wo ihn bereits Gom und der Hyänenspion erwarten. Nun denn, Hyänenbetrüger, hier bin ich und hoffe für dich, dass ich den weiten Weg hierher nicht umsonst gemacht habe. Verehrter Meister Xavros, wie schön, dass ihr gekommen seid. Wir bitten um eure Hilfe. Und helft ihr uns, sind wir zu geben stets bereit. Unverschämter, willst du etwa Forderungen stellen? Erst wird gegeben und dann, vielleicht, wenn mir die Gabe besonders gut gefällt, nun dann bin ich eventuell zu einer kleinen Gegenleistung bereit. In diesem Fall kann die Gabe leider erst nach erfüllter Hilfeleistung erfolgen, verehrtester Meister Xavros. Wo kommt denn diese Stimme her? Narrt mich ein weißmagischer Spuk? Nachdem Gom sich vorgestellt und Xavros die ganze Geschichte ihrer Reise durch das Weltall, ihren Absturz und ihre jetzige fatale Situation genauestens geschildert hat, macht er Xavros einen bemerkenswerten Vorschlag. Wir alle wissen aus den Schilderungen des Hyänenspions, dass ihr hier auf diesem Planeten unumstritten der mächtigste Mann seid. Der Ruhm eurer Taten, die schon zu euren Lebzeiten zur Legende geworden sind, eilt euch voraus, sodass wir einem Mann wie euch nur ein einziges Geschenk anzubieten wagen, nämlich eine Reise mit uns zu den Sternen. Helft uns aus unserer verzweifelten Lage, und ihr seid unser Gast an Bord dieses Sternenschiffes, wenn es wieder die Ozeane der Galaxien durchkreuzt. Nun, ich sehe, dass dieser doppelzüngige Hyänenspion euch meine Person recht gut beschrieben hat, soweit es seinem beschränkten Verstand überhaupt möglich ist. So ist es wohl wahr, dass ich der Einzige auf diesem Planeten bin, der euch aus dieser misslichen Lage befreien kann. So soll es denn sein. Das Geschäft ist perfekt. Ich werde gehen, um mir die dunklen Mächte dienstbar zu machen. Es ist ein leichtes für die Kraft des Bösen, ein Sternenschiff aus dem Meer zu heben. Und nach getaner Arbeit bin ich euer Gast. Adieu, die Herren, Edelsteine oder ähnliches Grobzeug mehr. Noch einen Moment. Man nennt euch doch nicht ohne Grund den Meister der Zeit. Warum denn Kräfte bemühen, die man besser ruhen lässt, wenn man sie nicht unbedingt benötigt? Ihr erinnert euch, dass ich euch vorhin berichtet habe, dass es jene wunderbaren Gesänge waren, die uns von der Sonnenfinsternis ablenkten, sodass unser Sternenschiff abstürzte. Ich denke, für den Meister der Zeit wäre es doch das Einfachste, zurück in jene Zeit zu reisen, in der unser Sternenschiff gerade ankam,
und die Aufmerksamkeit der Mannschaft auf die bevorstehende Sonnenfinsternis zu lenken. Ich will euch die Unverfrorenheit verzeihen, mir Ratschläge geben zu wollen, da ihr ansonsten meine Macht zu würdigen wisst. Und wenn ich es so bedenke, ist eine Reise durch die Zeit auch wieder einmal vonnöten. Sonst rostet mir das Pentagramm noch ein. Die dunklen Mächte ruhen lassen. Pah! Mit was glauben diese Unwissenden wohl, wird meine Zeitmaschine angetrieben? Pah! Die dunklen Mächte ruhen lassen. Unwissender Schwätzer. Kaum hat Xavros das Sternenschiff wieder verlassen und sich auf seine fliegende Festung Pentatron begeben, die hoch über dem Meeresspiegel respektvoll schwebt, ist man tief unten im Meer in voller Aktion. Gom weckt Zelta, den Magister, Feuermene und Queck aus ihrem Tiefschlaf, und gemeinsam bringen sie alle die übrigen Träumer aus den Illusionsräumen heraus. Man ist davon nicht allzu sehr begeistert, und manchmal muss Feuermene mit sanfter Gewalt nachhelfen, was ihm durch Melods Zauberspruch, der ihm die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern verleiht, recht leicht fällt. Unwillig, mürrisch und schimpfend besteigen die Seeleute ihre Schiffe. Rasch wird die Schleuse geflutet, und mit Hilfe des Malstromes werden alle Schiffe, die sich bislang in dem Hangar befunden haben, an die Oberfläche des Ozeans befördert. Das sind mir die rechten Narren. Glauben Sie doch tatsächlich, mich, den Meister der Zeit, auf eine Kaffeefahrt in den Weltraum einladen zu können? Wenn wir erst einmal im All sind und ich mich mit dem Sternenschiff und seinem Antrieb vertraut gemacht habe, wird es ein leichtes für mich sein, über kurz oder lang das Schiff in meine Gewalt zu bekommen. Der Weg zu den Sternen. Dies blieb mir bisher verwehrt. Oh, welch ein Geschenk der dunklen Mächte. So trage ich als Botschafter, ihr dunklen Mächte, euer ganzes Trachten und Sinnen, von Planet zu Planet, von Sonnensystem zu Sonnensystem, von Galaxien zu Galaxien. Das Universum wird mir untertan. Gerade recht und groß genug für einen Mann wie mich, dessen Größe man nur daran erkennen kann, wie hoch er sich seine Ziele steckt. Doch nun ans Werk. Xavros tritt zu dem stählernen, fünfzackigen Stern, der sich im Zentrum der fliegenden Festung befindet, steigt in die Mitte der Zeitmaschine und lässt sein magisches Amulett in die dafür vorgesehene Öffnung gleiten. Sogleich beginnt sich der metallene Stern zu drehen und versetzt Xavros in die von ihm gewünschte Zeit. So weit, so gut. Nach allem, was mir diese Edelsteinmännchen erzählt haben, müsste dies der genaue Zeitpunkt sein, an dem sie hier auf diesem Planeten erschienen sind. Und in der Tat, ich kann sie bereits sehen. Das Sternenschiff stößt durch die Wolkendecke. Und wahrhaftig, in diesem Moment schiebt sich auch schon ganz langsam der Mond vor die Sonne. Unbegreiflich, wie man sich an solch einen Singsang verlieren kann und die wichtigsten Dinge dabei vergisst. Da wird es ein leichtes sein, solche verzärtelten und gefühlsduseligen Wesen unter meine Kontrolle zu bringen, bin ich erst einmal an Bord ihres Schiffes. Doch nun gilt es erst, sie wach zu rütteln. Ich muss mich konzentrieren. Belzebub, steh mir bei. An Bord des Sternenschiffes lauscht man fasziniert. Als plötzlich die Stimme des schwarzen Magiers aus dem Nichts erschallt: Ihr geistesabwesenden Blindgänger, aufgemerkt! Der Mond dieses Planeten schiebt sich gerade zwischen ihn und seine Sonne. Bewegt eure müden Knochen, sonst bleibt es für euch für immer dunkel. So, das müsste genügt haben, diese Schlafhauben aus diesem Gesinge aufzuwecken. Doch nun zurück zu meinen Freunden. Diese einfältigen Narren werden bald zu spüren bekommen, dass man den Meister der Zeit, hat man ihn erst einmal gerufen, nicht mit Almosen abspeisen kann. Zahltag, ihr Herren!
Ich komme! Schnell ist das Pentagramm wieder in Drehung versetzt und die Reise in die Gegenwart vollzogen. Wo ist denn nur das Sternenschiff? Bei allen Dämonen der Finsternis, das habe ich übersehen. Ich habe mich übertölpeln lassen. Indem ich den Absturz in der Vergangenheit verhindert habe, hat das Unglück überhaupt nicht stattgefunden. Wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich das übersehen? Durch das Scherenfernrohr an Bord des Walmobilums können unsere Freunde knapp unter der Wasseroberfläche beobachten, wie sich die fliegende Festung von Xavros entfernt. Selbst als seine Festung mit bloßem Auge fast nicht mehr zu sehen ist, können sie noch weit in der Ferne den Magier toben hören. Es ist gerade so, als wären sie mit ihrem Sternschiff nie hier gewesen. Xavros ist uns ja prächtig auf den Leim gegangen. Mein Junge. Du hast ein gefährliches Spiel gespielt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass er sich so einfach übertölpeln lassen würde. Oh, unterschätzen Sie Xavros nicht. Er ist ganz bestimmt nicht dumm. Er ist nur gierig. Gierig nach Macht und Ruhm. Das hat schon manchem das Genick gebrochen. Übrigens, Magister, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was das denn für Gesänge waren, die die Fremden zu uns gelockt haben? Du meinst, es waren die Wale? Ja, das könnte sein. Welch Ironie des Schicksals, dass diese Fremden zuerst die Wale als die eigentlichen Herren dieses Planeten betrachtet haben und wir selbst bis vor kurzer Zeit noch keine Ahnung hatten, dass sie überhaupt intelligent sind. Wenn ich da vorne nicht Zelda von ihrem Schiff aus uns zuwinken sehen würde, ich würde bestimmt glauben, dass dies alles nur ein Traum gewesen ist. Ja, wenn man es richtig bedenkt, hat es durch die Tat von Xavros ja eigentlich auch nie stattgefunden. Oh, da schwirrt einem ja der Kopf. Nur gut, dass die ganze Geschichte auf Kassette aufgenommen wurde. Sonst wüssten wir vielleicht selbst nichts mehr davon. Kein Problem, das mit Technik nicht zu lösen wäre, mein Junge. Na, in diesem Fall mag das ja ausnahmsweise zutreffen. Ich bin jedenfalls froh, wenn wir wieder in jeder Beziehung festen Boden unter den Füßen haben. Achtung, alle Mann auf Station. Tauchtanks fluten, Maschinen volle Kraft voraus. Hat hier irgendwer was von festem Boden unter den Füßen gesagt?